Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Kochen und Essen, das ist ihre Leidenschaft. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Christine Egger aus Zielschlacht im Thurgau. Aus Bus im Basuland die Caroline Schweizer. Anita Mosimann aus Affoltern im Emmental. Auch dabei sind Conny Hildebrand aus dem zürcherischen Tüfen, Karin Caminada aus Almens im Bündner Domleschg, aus Rickenbach im Kanton Solothurn die Katrin Kisling und aus dem Murtatal im Kanton Schwyz die Yvonne Heinzer. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Der Thurgau. Man sagt ihm auch Mostindien, wegen der vielen Äpfel, die es hier hat. Da ist auch Christine Egger daheim. Sie hat die eigenen Äpfelbäume direkt vor der Haustür. Bei meinem Landfrauenessen spielen die Äpfel eine grosse Rolle. Dadurch, dass wir ja viele Äpfel haben und im Thurgau sind, möchte ich denen die Äpfel ein näher bringen. Denen, das sind die restlichen 6 Landfrauen, die schon unterwegs zur Christine sind. Die Frauen kennen sich schon. Sie tippen darauf, dass Christine, die als Erste kocht, nicht ganz so entspannt ist. Ich denke, ein bisschen Nervosität gehört dazu und ich denke, sie macht das tiptop. Die Christine ist sicher extrem nervös und im Stress. Oder dann ist sie ganz relaxed und ruhig. Eher nervös. Ich denke auch, dass Christine ein bisschen am Rotieren ist. Ja. So, das ist gut gegen die Nervosität. Keine schlechte Vermutung. Ich bin mal gespannt, ob es hilft. Bevor es überhaupt losgeht mit Kochen, braucht sie und die Kochhilfe Claudia Beruhigungströpfchen. Das sind sicher jetzt 30 gewesen. Weil ich schlafe, war es zu viel. Ich bin schon ein bisschen nervös. Prost. Also dann kannst du einfach normal jetzt trinken. Und los geht's. Während Claudia mit dem Apfelmus für das Dessert anfängt, macht Christine ein Brät für ein ordentliches Stück Fleisch parat mit frischen Kräutern aus dem Garten. Die Landfrauen kennen das Menü nicht. Sie tippen auf das naheliegendste im Thurgau oder eben das Mostindien. Ein Äpfelküchli. Auf jeden Fall etwas mit Äpfeln. Ja, ich glaube es auch. Zum Dessert macht sie sicher etwas mit Äpfeln, wenn es vom Thurgau ist. Also zur Hauptspeise, ja, sie haben Kühe. Vielleicht gibt es ein Stück Rindfleisch. Ja, das könnte sein. Ja. Oder vielleicht auch Kalb. Volltreffer. Und der Erstnutz, edusste Stück. Das Kalbfleisch ist unseres, ist von unserem Kälbli. Das haben wir diesen Sommer gemetzelt. Genau, das ist jetzt eben das Filet. Das eine. Genau. Nebendran entsteht langsam das Apfelmus. Ist gut. Ich glaube, im Fall kannst du fast noch mal ein bisschen Zimt rein. Ich liebe Zimt. Das Filet kommt leicht gewürzt in die Pfanne. Das letzte Mal, wo man es sieht, weil näher verschwindet es im Brät und Speckmantel. Ob es dann gelingt, entscheidet sich erst kurz vor dem Anrichten, wenn es aus dem Ofen kommt. Eine ordentliche Portion. Es gibt immer genug zu essen, würde ich sagen. Verhungern müssen sie nicht. Dank Gelatinen und Niedeln wird das Apfelmus später noch zum Apfelmus. Draussen verdörlt der Mann Adrian mit der Tochter Mia die Zeit, bis das Boschi mit den Landfrauen ankommt. So fest. Hast denn du gerade den Pürzelbaum gemacht? Der Leni, der Jüngste, hat sich noch den Kopf angeschlagen. Schnucki. Ist noch nichts. Hä? Ist noch nichts, du? Das Postauto kommt dort rein. Hast du gesehen? Komm, wir winken schon mal. Hoi.
Und dann sind die Landfrauen endlich da. Hi Christina! Hoi! Wieder gut angekommen? Ja? Salut! Schick! Gut siehst du aus! Ja, danke! Ich stelle euch noch meine Familie vor. Das ist Mia, meine Tochter. Und da haben wir den Lenny. Gell? Und das ist mein Mann, Adrian. Hallo miteinander. Hallo! Genau. Ich tue euch schon gerade mal etwas einschenken. Sie sind sicher durstig. Ja. Angestoßen wird im Thurgau natürlich mit Apfelschaumwein. Zum Wohl, Conny, zum Wohl. Karin, zum Wohl. Ja, wir sind zu. Früh am Morgen. Nicht nur die Büsis sind schon auf den Beinen. Morgen ist schön, wenn ich so ein bisschen meinen Kaffee in Ruhe noch trinken kann. Das geniesse ich. Ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Erster Programmpunkt: Raubtierfütterung. Hunger. Schon gleich werden die kleinen Büsis weggegeben. Die Katzenfamilie ist jetzt nicht mehr komplett, ja. Und, okay. Und jetzt gehen sie dann quasi zu meinem Guttenbub. Gehen sie dann heim und haben dann eine neue Familie, gell? Ja. Alle drei miteinander dürfen Geschwister noch zusammen sein. Gell? Mit Luna. Christine macht schon zum Mittag parat. Sie arbeitet an 2 Tagen in der Woche. Und nur so kommt am Mittag etwas auf den Tisch. Das ist mir noch recht wichtig, dass der Mittag ja, ein guter Mittag ist mit verschiedenen Sachen. Gesunden Sachen. Und nicht jedes Mal irgendwie noch Spaghetti oder so. Ja, genau. Der Backofen mit Timer sorgt ganz allein dafür, dass dann alles rechtzeitig fertig ist. Hi! Hallo! Wer ist denn da schon wach? Und dann gehst du über die Kinder. Morgen. Ja, gut kommst du. Wir sind ausgeschossen mit der Milch. Keine Milch. Der Mann, der Adrian, kommt direkt vom Stall. Danke. Das ist ja keine frische. Fang die Zähne putzen. Es gibt fliegenden Wechsel am Morgentisch, weil Christine muss arbeiten. Nicht immer ist das Timing so perfekt. Aber es ist schon manchmal ein bisschen hektisch. Und manchmal komme ich fast ein bisschen knapp, weil noch etwas ist im Stall. Und, dann ist es, muss es einmal ein bisschen schneller kommen. Ist sie schon, manchmal ist sie auch schon weg und dann nehme ich dort mich auf. Viel Spaß im Kindi. Bis am Mittag. Tschüss. Die Mia geht in Kinski und Leni in die Kita, wenn sie arbeitet. Arbeiten ist für mich schon wichtig. Also ich gehe sehr gerne. Ja, es ist so wie das Bestehen, bevor wir quasi Kinder hatten, bin ich ja auch arbeiten. Und dass ich das noch ein bisschen beibehalten kann. Hi, Erna, morgen.
Christine arbeitet bei einem Grossverteiler auf dem Büro. Und das Arbeitsgespänli Erna ist mitschuldig, dass Christine überhaupt bei den Landfrauen mitmacht. Sie hat vor 2 Jahren mich gerade anmelden. Gerade schon das Programm offen gehabt. Da. Ich gesagt, Fotos Euer habe ich Formular. auch. Und ich so, nein, sicher nicht. Ich schaue das einfach gerne. Und dann nachher, haben wir es dann nicht gerade sofort gemacht. Das war mir dann doch nicht zu ad hoc gewesen. Ja, genau. Demin, das Bidikon, Bedarfswelten einzeichnen, wenn das aufsteht. Daheim auf dem Hof läuft unterdessen die Äpfelernte auf Hochtouren. Bei Eggers wird nicht jeder Apfel von Hang abgelesen. Ohne diese modernen Hilfsmittel ging es auch gar nicht. Ohne Maschine soll es sowieso nicht und ohne Schüttelmaschine schon bist du einfach viel länger von Hand dran und dementsprechend geht der Herbst länger. Und man will gleich im schönen Wetter mal ein bisschen Fürste arbeiten. Bei 600 Äpfelbäumen ist so eine Maschine Gold wert. Punkt 12 ist das Mittag fertig. Backofen mit Timerfunktion sei Dank. Guten Glück ist nicht drin. Hast du ausgetrunken? Nicht bei mir überheben? Wir gehen nicht so. Guten Miteinander im schönen Schweizer Land. Ein guten. Machen. Christine kocht sehr gut. Ja, wir haben noch nichts zu beklagen. Gibt halt so, weil man da so ein System hat, wie sie schafft. Und so gibt es halt ein bisschen Reste einmal. Und dann gibt es manchmal einen Tag, wo wir halt ein bisschen Reste haben. Aber ja, da überlebt man auch. Ja. Hallo? Voller Entsetzen. Nein, das ist nicht so schön. Ja, wir haben viele Äpfel am Boden. Wir sollten dann nachher unbedingt kosten und Zimmel lesen. Gell? Genau wie fürs Schütteln hat der Adrian auch für das Zusammenlesen der Äpfel eine spezielle Maschine. Bei der Ernte packt die ganze Familie an. Oder Rudi, der Schwiegervater von der Christine. Jetzt wenig Folie heute. Für Christine selber ist das Mithelfen auf dem Hof eher die Ausnahme. Ja, im Herbst helfe ich gerne mit. Ja. Im Herbst bin ich im Äpfel auflesen quasi oder sortieren mache ich mit. Ja. Im Stall und so eher weniger. Nur gerade im äußersten Notfall. Ja. Gell, wenn du nicht rum bist. Ja. Und Kälbchen auf die Welt kommen. Ja, also eine richtige Bauernfrau ist es halt eben auch nicht mehr, gell? Und eben, die jungen Leute sind halt ein bisschen, sagen nicht mehr so gerne in den Dreck rein, wie wir gemacht sind, weißt du? Gell, Rudi, verkraftet ist es schon, dass ich jetzt auch nicht die typische Bauernfrau bin. Ja. Die Christine ist nämlich nicht als Bauerntochter aufgewachsen, sondern durch einen Adi zur Bauernfrau geworden, wo sie mit ihm den Hof vor 6 Jahren übernommen hat. Ein Traum ist jetzt übertrieben. Es war eigentlich mehr Madi sein Traum, ja, oder ist. Und ja, ich habe mich wieder in das hineingeschickt und ja, es ist gut. Ja, es war nicht mein Traum, aber wir haben es schön, ja, es ist gut so. Christine hat die Herausforderung als Bäuerin angenommen und mit anpacken kann auch sie, sogar auf Adrians geliebte Maschine. Und wenn es mal nicht so läuft, wie es sollte, ist der zur Stelle. Jetzt fahre ich so über die Straße. Nein, hör das Fürsche. Da vorne. Gas, Gas, Gas. Gas, Gas, Gas. Ja. Das ist das Fürsche.
Gerade mal 2 Stunden geht's, bis der Kipper voll ist. Es ist ein absolutes Rekordjahr. Und jetzt, wo so viele Äpfel hat, liefern Eggers während der Ernte fast jeden Tag Äpfel in der Mosterei ab. Die Menge ist aber immer ein bisschen verschieden. Wie viel das es ist, kommt gerade vor Ort aus. Wie viel war drin? Was 7,8 Tonnen. Ja, gut. Ja, sehr zufrieden, ja. Ist gut. Sind wir zu, ja. Haben wir etwas gemacht heute Nachmittag, gell? Ja, immerhin. Ja. Es ist Montagabend, der Abend der Christine. Also, ich gehe. Tschüss, Mieseli. Fuß gut. Nicht zu lange wach bleiben, gell? Schlafen. Tschüss. Tschüss. Spaß. Ciao. Voll Fuß gut, gell? Tschüss. Ciao. Einmal in der Woche geht es ab ins Volley-Training. Und zwar im Dorf, wo Christine in die Schule ist gegangen. Hallo zusammen. Ja, sehr. So, zum Warmwerden machen wir ein amerikanisches Sitzball. Die erste, die es einem hat, Runde Rennen. Dann das zweite Mal, was sagen wir heute? Ja, 5 Liegestütze, aber die richtigen. Ja, Volleyball kann ich schon ein bisschen abschalten. Da denke ich dann nicht so daheim. Ja, und es stinkt mir auch mal, wenn ich nicht gehen kann, wenn jetzt irgendwie der Adi noch im Stall hängen bleibt und dann sagt, ich kann nicht retour kommen. Ja, dann denke ich einmal, ich wäre gerne gegangen. Ja. Am nächsten Morgen. Während die Katzen gerade erst erwachen, ist der Adrian im Stall. Nebst den Haufen Äpfeln hat er auch noch über 60 Milchkühe. Und wie bei den Äpfeln gibt es auch hier nur modernste Technik. Der Melkroboter zum Beispiel melkt die Kühe vollautomatisch. Der Adrian kann vom Computer aus das Ganze überwachen, während der Roboter die Arbeit macht. Und wenn eine Kuh zu lange nicht vorbeikommt oder etwas mit der Milch nicht stimmt, meldet der Roboter das automatisch via Telefon. Mit dem Roboter ist man einfach ein bisschen flexibler. Man ist halt vielleicht, wenn es mal einen Alarm gibt, muss man halt Nacht einmal gehen. Man ist dafür massiv angewiesen auf Technik, sprich das Telefon ist halt immer dabei. Da muss man schon im Auge haben, dass das da läuft. Ja. Wir haben die 65 Kühe und ja, das ist natürlich nicht mehr ganz so, wie man es vielleicht sonst einmal sieht. Ja. Ganz alles machen die Maschinen aber nicht. Anpacken muss auch der Adrian. Zum Beispiel bei den 40 Mastkälbern. Im Stall haben Christine und Adrian klare Grenzen gesetzt. Christine hat hier noch nichts damit zu tun. Das ist mein Business. Auch die ganzen Tieranmeldungen, Abmeldungen, das mache alles ich im Stallbüro im PC. Christine macht so das Zahlungen- und buchhaltungsmäßiges Zeug. Diese Woche hat Christine auch gar keine Zeit. Das Landfrauenessen steht vor der Tür. Heute auf dem Programm Macaron mit Calvados-Schokofüllung. Der Heiko-Stell vom Dessert.
Die Macarons kommen meistens gut. Es ist mir jetzt auch schon passiert, dass sie nicht gut gekommen sind. Und bin jetzt ein bisschen nervös, dass es auch wirklich gelingt. Ja. Ein bisschen bedenken. Sonst muss ich dann noch eine Nacht- und Nebelaktion starten, um es nochmal zu machen. Das zweite Mal. Es muss ganz genau laufen und kommt auf jedes Gramm drauf an. Sonst können die Macarons schnell abverheilen. Backen tut Christine trotzdem von Herzen gerne. Beim Backen siehst du das Endresultat. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei mir vom Job her im Büro nicht immer so gut sehe. Und das ist nachher eine mega Freude, wenn das gelungen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, das mache ich einfach gerne. Und so die Herausforderung, wie bringe ich es echt an, dass das etwa so gut aussieht. Es ist ein wichtiger Moment, dass der Zuckersirup nicht zu heiß wird. Sonst stimmt es dann nicht. Aber eigentlich sind es mir vorher immer gelungen. Und jetzt beim Üben ist es mir dann noch ein bisschen in die Hose gegangen. Darum jetzt habe ich schon relativ ein bisschen Bammel, ob es gelingt oder nicht. Das Problem? Die Macarons können im Backofen Rissen bekommen. Sie sind dann immer noch fein, aber sehen halt nicht mehr schön aus. Definitiv kein Anfängerrezept. Die Macarons sind nicht das Einzige, das Christine schon heute für das Landfrauenessen vorbereitet. Ich mache jetzt eine Thurgauer Mustsuppe. Das ist die Vorspeise für die Landfrauen. Bei uns ist natürlich im Herbst schon. Äpfel haben Saison und dann macht man natürlich schon viel Äpfelkuchen oder eben Äpfelringli. Ja. Oder eben jetzt wieder einmal eine Mustsuppe. Selbst schon. Aber das ist nicht, dass ich das ganze Jahr Mustsuppe mache. Vor lauter Suppe darf Christine die heiklen Macarons im Ofen nicht vergessen. Den Macarons geht's. Oh. Der Hälfte geht's gut bis jetzt. Bin gespannt. Die Füßchen haben sie bekommen, was sie sollten. Und jetzt fangen aber die Eintrauben zu verplatzen. Ich hoffe, es passiert nicht mit allen. Nebst all dem Gemüse kommt zum Schluss natürlich auch Most in die Mostsuppe. Die Spannung steigt bei den Macarons. Ich glaube, es sieht nicht schlecht. Also jetzt muss ich es noch abkühlen lassen, sonst mache ich es kaputt. Lustig, die in der Mitte hat's. Zum Glück reichen die gelungenen Macarons fürs Dessert. Heute werden die kleinen Kätzchen abgeholt. Ich kann mal rufen, mal schauen, ob es kommt. Luna, Moritz! Lucy! Luna! Sie geht zur Familie von der Corinne, der Schwägerin von der Christine. Lucy! Ich eher einmal. Wir gehen mal schnell güchseln. Das eine Kätzchen hat aber etwas gegen diesen Plan. Lecker. Oh, schau mal. Sie ist die schürste von allen, ja? Aber mit Speck fängt man die Mäuse oder eben kleine Büsis. Nein. Da musst du zulassen. Schau jetzt. Hast du den Kätzchen Tschüss sagen? Kannst du das Gitter durch so ein bisschen? Oder du nur winken? Das ist auch eine gute Idee. Ja. Mia sagt auch Tschüss. Können wir das dann mal besuchen bei uns? Ja. Hä? Hä? Hey, also, dann schauen gut, gell? Tschüss. Tschüss. Ja, toi, toi. Tschüss, Max. Viel Spaß. Magst du gut? Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Kätzlis.
Tschüss. Es ist der letzte Tag vor dem Landfrauenessen. Es gibt nur noch ein Problem. So viele Sachen. Die Landfrauen sollen im Kinderzimmer von der Mia untergebracht werden. Aber das ist noch gestossen voll. Jetzt da Kuscheltiervereinigung. Oh, das ist gut. Der Plan ist jetzt, das Zimmer ausräumen. Ja. Und Platz machen für die Landfrauen. Genau. Aber irgendwo muss ich das Zeug ein bisschen retten. Das vermisst sie ja nicht. Das wäre schon lange gesucht worden. Dann gehe ich voraus. Du kannst ihnen nach. Ist nicht schwer? Ist Nein, das ist nicht schwer. Ist dein Ernst? So aufkippen, bitte. Hey, nein. Nicht an die Wand dort, aufpassen. Ja. Hey, ich mache das nie im Leben. Oh, du, das sieht Ja, gut ich kann aus. noch mal saugen. Dann müssen wir noch mal zuerst saugen. Komm. So, hopp. Nicht laufen. Hey, das ist mega schwer. Gut. Warte, stopp. So. Jetzt wäre es aber schön, wenn du es auch ein bisschen lupfst. Ja, ist gut. Und jetzt sollte man einen Teppich drunter tun, so einen Zügelteppich. Oh, haben wir aber Türchen. nicht. Immer. Natürlich mache ich alles für meine Frau. Also ich habe jetzt Stoss und du hebst. Brauchst du auch so ein Teil? Viel besser. Bringen. Oh, Scheisse. Tu noch mal ein bisschen rum. Nehmen wir ganz. So gut, kannst du Nein. nicht manövrieren. Mist. Ich bringe es nie im Leben auf die Höhe. Aber gehen wir mal ganz bisschen jetzt so über bei dir. So, jetzt warten. Wir könnten natürlich auch Motorsägen holen. Das ist super. Nein, wir stellen das an. Wir machen keinen Murks. Komm, fertig, annehmen. Wir sehen die Frauen halt das schöne Bett. Das ist jetzt unser neues Gestell. Das ist jetzt der neue Ikea-Trend. Da können wir nicht mehr durch. Ein Stuhl bringt mir drüber. So. Wir sind schon 18 Jahre. Sind wir schon zusammen, ja? Wahnsinn. Ja. So. Das halbe Leben. Soll ich dich nehmen? Schon länger ein Auge auf sie geworfen. Aber die Gelegenheit hat sich nie ergeben. Dann irgendwann an einem Fest hat man sich dann mal so ein bisschen kennengelernt. Ja. Gell? Genau. Schon dahergekommen. Gell? Ja. Grosszügig auf den Drink eingeladen, obwohl alles eigentlich gratis war. Wobei hat niemand mit Durst gehabt. Ist noch nicht so der Fall gekommen. Wir hätten ihn anders gemacht. Hä? Was? Wir hätten ihn anders gemacht. Und jetzt? Wie geht's weiter? Jetzt müssen wir noch ein bisschen Führer ziehen und die hinteren komischen Dinge wegnehmen. Das sind die Fuji. Dann nehmen wir die. Das ist eins für uns. Haben wir solche dabei? Vor 6 Jahren haben der Adi und Christine den Hof übernommen. Kurz darauf sind die Kinder gekommen. Neben dem Hof bleibt nicht immer viel Zeit für solche gemeinsame Familienausflüge. Und wenn, dann muss es meistens Christine anstoßen. Soll ich dir auch in die Unterhose Schnitzel stopfen? Ja, die Schnitzel. Hä? Oder sollen wir noch faule Bier holen? Ja, manchmal muss ich mich schon wieder ein bisschen daran erinnern, dass wir jetzt auch noch etwas anderes wie noch arbeiten hätten und dass Ferien angesagt werden und halt einfach auch eben mal so einen Ausflug machen, dann muss schon ich die Initiative ergreifen. Da vergisst er manchmal so ein bisschen. Aber wenn er dann dabei ist, ist er schon dabei. So ist es nicht. Gell? Aber so selber in den Sinn kommt, tut es dir einfach nicht. Muss einfach ich in die Hand nehmen und organisieren oder buchen oder was auch immer. Ja. Es ist der letzte Abend vor dem Landfrauenessen. Von Nervosität ist nicht viel zu spüren. Schon ein bisschen kribbelig, ob jetzt alles so aufgeht, wie ich mir vorstelle, ja. Aber es kommt dann so, wie es kommt und es ist dann einfach so, ja. Vielleicht ärgere ich mich vielleicht noch ein bisschen darüber, wenn es irgendwie ein bisschen schief gehen, aber
Es kommt einfach, wie es kommt. Das ist nur heiß. Ja, warm. Und dann ist es soweit. Das Kinderzimmer sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Bitte nehmen Platz hier. Okay, so schön. Oh, wow. Das ist schon angeschrieben. Angeschrieben, jawohl. Ja. Katrin? Ich bin da, gell? Entschuldigung. Schön. So. Schöne Blümchen. Schmeckst du es auch, glaube ich? Ja. Es schmeckt fein. Gell? Die Unten in der Küche sind die beiden Frauen im Schuss und nervös. Beruhigungströpfchen. Gegen Nervosität, nicht für die Nervosität. Nein, gegen. Bringen wir an, oder? Schon gut. Schon gut, ja. Schon noch probieren, ob es salzig ist. Die Mostsuppe zur Vorspeise muss Christine nur noch abschmecken. Magst du noch ein bisschen leiden? Eine Mühe, hä? Nicht? Ein bisschen vielleicht, aber nicht. Nicht mehr zu viel. Du? Nicht zu viel. Ja, so Aber soll ich? Das ist nicht viel, das ist ein Muckenfürzchen da. Ich gehe jetzt zuerst vorstellen. Gut, also bis nachher. Ach mein Gott. Hallo. Hallo zusammen! Haben Sie das gefunden, oder? Schön, Sie zu Christine. Danke. Ich nehme mal an, ich bin wahrscheinlich gespannt, was ich mache. So. Und zwar, zur Vorspeise gibt es eine Thurgauer Mostsuppe mit Käsechips. Und zum Hauptgang mache ich ein Kalbsfilet im Brätspeckmantel mit Selleriepüree und Rüebli. Und zum Dessert gibt es eine Äpfelvariation. Wow, fein. Ich hoffe, es mundet euch und viel Spass, geniessen es. Gell? Danke. Guten. Danke. Ich hätte mir schier gesagt, eine Mostsuppe. Ehrenwort. Sehr gut. Also, so ist es rausgekommen. Ist aber Ja, auch nein. etwas so gut. Ja. Frauen. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl. Während die Landfrauen den Abend für geniessen, Das ist süffig. Nein. Ui. 45, viele Mal oben. wird es in der Küche hektisch. Muss ich denn zu dieser Vorspeise noch etwas sagen? Du kannst nur sagen, dass das ist Thurgauer Käsesuppe mit Käsechips. Und grundsätzlich können Sie es... Mostsuppe. Oh mein Gott. Von lauter Käse und Essen. Ui, das macht also ein Schwänzchen. Das ist nicht gut. Auf die Suppe kommen noch getrocknete Äpfelstückchen. Ich verhebe eine Suppe rein. Ja, das ist fertig. Aber schön gerade heben, he? Ja, ich verlaufe die rüber. Das ist schon weg. Ui, jetzt muss ich. Oh. Das ist unsere Vorspeise. Wir machen aber ein bisschen Platz. Danke. Ja, gut. Ja, sehr heikel. Also, meine Frau, ich wünsche einen guten Miteinander. Danke. Merci. Sehr gut. Was sind das da noch drin? Was ist das? Was? Äpfel. Ah, das sind Äpfel. Jesus Gott. Noch ein bisschen Weide. Also die Käsechips finde ich super. Ich auch. Gell? Auf jeden Fall. Passt gut zu der Suppe. Der. Die Thurgauer Mostsuppe war sehr gut. Sie war leicht säuerlich, aber auch cremig. Und es hat die Käsechips dazu gegeben. Die sind super. Die sind ganz gut. Die
Äpfelstückchen habe ich jetzt irgendwie nicht so gerne gehabt, aber das bin ich drinnen. Die Mostsuppe hat mich sehr fein gedacht und natürlich die Käsechips dazu war Hammer. Die hätte vielleicht nicht ganz genau so gemacht, vielleicht hätte ich ein Mühe weniger Salz drin tun und vielleicht ein bisschen weniger Wein. Die Landfrauen bewerten bei jedem Gang die Präsentation, den Geschmack, die Kreativität und ob das Essen saisonal und regional ist. Bis zur Finalsendung bleiben die Ergebnisse unter Verschluss. So. Der Hauptgang ist an der Reihe. Die Schwierigkeit, das Filet im Ofen sollte genau mit dem Selleriepüree oder Rüebli fertig werden. Das Timing muss also passen. Ja, das dann können Sie 2. Das Filet sieht schon mal gut aus. Ob es aber auf einen Punkt gegart ist, kommt erst aus, wenn man es dann anschneidet. Das ist jetzt volles Risiko. He? Ui, Spätzle gegeben. Darf ich noch mal ein Löffel? Ich mache ein halbes Leben. Wenn es versalzen ist, doof. Also ich finde, sie sind eigentlich perfekt. Danke. So Pixel anfüllen. Ich finde es gut abfüllen. So, Brötchen. Und dann ist der grosse Moment da. Das Filet wird angeschnitten. Dann kommen das Rosmarinzweigchen drauf. Du musst nachher sagen, wenn es fertig ist. Das Filet ist knapp. So, jetzt sind wir ein bisschen im Seich. Bitte. Warte. Soße. Soße. Geht gar noch nicht. Schau, wie sie hast, ne? Noch 2 Hände, das kann gehen. Et voilà. Ja, das viele hey. Scheibenkleister. Es ist knapp durch. Hey. Claudia, machst du mir bitte die Türen auf? Ah, so, wir servieren den Hauptgang. Ja. Die Landfrauen bekommen nichts mit vom Drama in der Küche. Danke vielmals. Wo hinten anschneidest? Nein, ist noch schlimmer. Ich bin schon dort, wo ich... Das Filet ist zu wenig durch. Es ist Liebhabersache, ob man das gerne hat. Ich vermute tendenziell eher weniger. Ja, das ist in die Hose. Achtung! Schade ums Fleisch, Mann. Aussieht das schön, he? Mhm. Gut. Da tropfen wir noch alles ab. Ui. So. Das ist jetzt in die Hose. Ja, das ist zu roh. Ja, nun. Pech gsi. Schade. Das ist echt blöd. Auch bei den Landfrauen ist das Fleisch ein Thema. Ja, das ist, glaube ich, auch. Gell, schon? Einfach Schnittlauch. Mhm. Gibt auch eine schöne Form. Also eine schöne Farbe. Das Filet weiss ich nicht, ob es ein bisschen mehr hätte durch sein, aber es war sehr gut. Also ich glaube auch, es hätte so müssen sein. Und die Rüebli waren ideal. Super. Das Kalbsfilet war sehr zart und für mich auf den Punkt gebracht. Ja. Als ich es gesehen habe, hat es mir gedacht, ui, es hat mir noch recht rosa gedacht. Und als ich es verschnitten habe, ist es jetzt wirklich zart. Ja, man hat es gut verschnitten und es war wirklich fein. Ja, es wäre cool, wenn ich es auch so kochen könnte, muss ich ehrlich sagen. Nein, es war super fein. Eine vernichtende Kritik tönt anders. Ja. Es ist das Selleriepüree, das eine Frau nicht gerne hat, die Karin. Ich esse praktisch alles. Ausser vielleicht gerade Sellerie.
Ich habe es gerne. Also ich habe es gegessen. Also ich würde es jetzt essen, wenn ich halt jetzt auswärts bin. Aber es war gerne meins. Aber vom Ding her war es gut gemacht. Und? Mal, wie super, dass da gegessen worden ist. He? Wow, Rübis-Dübis. Gutes Zeichen. Philipp kennt gerne Kalbsfilet, das nicht ganz durch ist. Das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht gleich nicht so schlimm mit dem Filet. Ja. Nein, jetzt ist gut. Nein, jetzt ist gut. Jetzt machen wir dann noch das Dessert und dann nachher... Das müssen wir nur noch anrichten, dann ist alles gut. Wir haben nicht zu viel wegen der Luft. Ist es gut? Zum Dessert gibt es frische Äpfel als Dekoration, die Macaron mit Äpfelschnaps, Ja, das wäre schön. ein Äpfelmus Ja, aber gleich, sonst ist es dann so. Noch 2, ja. und obendrauf noch ein Äpfelküchli. Mehr Äpfel geht gar nicht. Und schau, dass nicht die Macarons zu fest verrupft. Jawohl. Macht mir bitte jemand die Türen auf. Et voilà. Ja. Also, Dessert. Danke. Was will ich machen? Hast du schon mal gemacht? Ja, schon mit denen. Oh, hey, genießen. Ja, gut. Ja. Das ist immer gut. Vor allem die Macaron kommen gut an. Nur wie die heissen, ist nicht ganz klar. Hamburgerli. Macarons. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Luxemburgerli sagt man denen. Luxemburgerli, Scheiße. Oh, piep. Absolut hammerfein. Und das Äpfelmus oder Äpfelmus, das war auch sehr fein. Was mich speziell gedacht hat, ist das Äpfelküchli, würde ich jetzt mal sagen. Mit dem, für mich war es fast ein bisschen genug mastig. Du hast es geschafft. Danke, gell? Bitte gerne. Fürs Helfen. Sehr gerne gemacht. Sehr gut. Haben wir das? Kannst du das auch noch drauf? Das kannst du auch noch drauf machen. Du hast dein letzte Ding geschafft. Ist gut. Ja. Bist du auch zufrieden? Ja. Wer hätte gerne einen Kaffee? Sehr gerne. Ja, genau. Ich tue eben den auch Ich habe immer gedacht, ich hocke in dieser Küche. Und sie lachen so. Sie sind so lustig. Freu dich aufs nächste Mal. Ich freue mich sehr. Und das nächste Mal ist Caroline Schweitzer aus Basuland an der Reihe. Oh, schön.